Somit herzlich willkommen zurück hier bei Retro Sinnlose Let's Plays mit Super Mario Odyssey. 8 Sterne brauchen wir für die nächste Welt und da haben jetzt noch ein paar Münzen von dieser Welt. Und jetzt noch mehr. Oder nö, das sieht noch so aus. Aber man dürfte da mal mit einer von denen Nixen oder jetzt heißt es glaube ich Schnicksen reden. Unerhört! Die Handlanger des Ungeheuers sind hier völlig unangemeldet durchgerauscht. Sie haben das schönste Schnicksenkleid unseres Landes gestohlen. Fürchterlich. Okay. Das ist schlimm, in dem Fall. Au. Gut. Ich habe keine Ahnung mehr, was da los ist. Ich glaube noch, wir kommen nicht von Anfang an über dort, das weiss ich noch. Tauchen. Da muss tauchen wir auch. Okay, da hätten wir wenigstens mal einen Mond. Notenjagd, die kühlen nass. Komischer Fels, oder? So. Also kaputt machen können wir nicht. Und wegschieben können wir auch nicht. Okay. Das Wasser ist unser wahres Zuhause. Okay, nimmt jetzt noch Vögel. Wenn man halt unter Wasser die Käppi werfen. Naja, immer. Ah, okay. Wie eingerostet, ja. Mit den Skills. Wenigstens hätten wir mal ein paar Münzchen gefunden. Ja. Yes, arigato. Direkt hinter mir durch geht's zum Aquagrund. Was ist denn da noch? Einfach ein paar Münzli, okay. Da ist also ein Reissverschluss, okay, da ist so. Reissverschluss und da kommt man einfach wieder hinter. Ja. Okay. Tauchen. Auf die Stacheln acht. Mal schauen. Münzen mitnehmen, wir Münzen mitnehmen. Und
Krater, die geben uns da wieder Luft. Okay, dann sollten wir die auch ein bisschen suchen. In dem Fall. Gut. Die auch capture oder? Nein, aber kaputt machen. Ja, und die wachsen wieder. Chips haben wir. Fische müssen nicht auftauchen, um Luft zu schnappen. Ja, da. Ja, von und ab. Also ab und zu rauf. Okay. Okay, da ist gerade ein Mond gewesen. Ich meine, das sind nur das Teile. Die Teile sollten wir ja noch sagen. Oder müsste ein paar Teile haben da. Das ist der falsche Knopf gewesen, hä? Oder der Nessie hat da noch einen Stern. Hopp, hopp. Dori. Okay, das ist nicht der Nessie, sondern der Dori. Da blinkt etwas. Okay. Nicht verwehrt. Also mal schauen, ob man da die anderen Teile findet. Das ist mal nice. Das ist eine Münze. Den können wir den Jeep haben. Die sind praktisch, haben wir gemerkt. Und die ist am Brüllen. Ich habe etwas übersehen. Jetzt ist ein Reissverschluss. Was ist denn das? Okay, da ist ja so ein Spezialraum. Und ein riesiger Verschluss. Da ist mal noch der Überblick. Ja. Auch genau die Gegner reinrollen. Da ist ein Schlüssel. Reissverschluss. Den hat jetzt noch ein paar Münzli. Okay. Da müssen wir den überkommen. Jetzt geht nicht. Oh. Da ist nicht gut gewesen. Dann tun wir jetzt einfach einen Abgrund, den ich nicht gesehen habe. Okay.
Schon mal nicht so gut. So, da hinten geht es in den Abgrund runter. Hä? Da hinten jetzt noch ein paar Münzen, dann wir das Münzchen wiederholen, die wir versaut haben. Oder dass wir runtergefallen sind und sonst jetzt da hinten. Wir versteckt es. Okay. Und dort oben jetzt auch noch ein riesen. Ich glaube, für den müsste der Cappy-Move zuerst wieder mal ein bisschen raus haben. Ja. Okay. Bevor ich da noch ganz stirbt, gehen wir lieber wieder retour. Wieder mal den Mond mit, den wir haben. Dann hätten wir theoretisch, wenn wir Portals besiegen und selbst wieder Multimon gibt, wäre es ja eh schon wieder ziemlich gut, oder? Okay. Das ist jetzt nicht so gut gewesen, aber dafür haben wir jetzt etwas gesehen. Ich weiss, wir müssen den Cappy-Move wieder üben. Ich habe es gerade vorher schon erwähnt. Jetzt sind wir halt schon zweimal gestorben in dieser Folge. Vorher glaube ich nie. Traurig aber wahr. Man kann sich das Leben auch selber schwer machen, wenn es einfach geht. Das ist doch auch immer gut. Okay. Okay, das war so gewollt. Der geheime Reißverschluss. Gut, hätten wir da wenigstens mit. Weil wir sonst schon nicht so viel geschafft haben und eigentlich noch runtergefallen sind. Eigentlich hätte ich ja wieder die Münzli sammeln, oder die Sternenteile sammeln. So, 2 müssen wir machen, ja. Tauchen und dann müssen wir die Welt da ein bisschen neuer anschauen. Aber ich glaube, da oben hat es keine Sternteile rum, so wie es aussieht, oder? Täusche ich mich da?
Ja, die ist auch am Brüllen. Ah, das ist nice. Schon Luft laufen, dass wir wieder Luft bekommen. Ah, und dort oben ist er. Ich würde gerne wissen, wer diesen Felsen hier hingestellt hat. Furchtbar! Okay, kaputt machen kann er auch nicht. Oder hinten sind die vielleicht mit dem. Auch nicht. Bei der Glasscheibe kann ich keinen Wandsprung machen. Okay. Man hat lieber so rauf. So. Gut, dann gehen wir den Mond holen und dann gehen wir da storytechnisch noch relativ für Yoshi. Ein Stück im See. Oh, dann nehmen wir mal den Spaltpunkt mit. Dieses Ungeheuer, ist dieses Ungeheuer noch da draußen? Auf der nächsten Etage ist ein Schaufenster mit wunderschöner Auslage. Okay. Der Shop ist eine Etage weiter oben. Darüber existiert noch eine weitere Ebene. Wie du da hochkommst? Genauso wie überall hin, indem du schwimmst. Okay. Zuerst holen wir noch die Münzli da, wo wir gerade im Augenwinkel gesehen. Der Papagei, was ist denn da für Ding? Wonach suchst du denn? Ah, ich weiß. Haha. Ich kann's dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Unser geheimes Kämmerlein. Der ist hier irgendwo versteckt. Such ihn. Finde ihn. Chipri chip chip. Geheime Kämmerlein. So ist er. Oh, du hast mich gefunden. Sehr schlau. Nimm dies als Belohnung. Okay. Hätten wir den gerade geholt, der wo man uns da vorgeschlagen hat. Also ein Papagei, ich mache eine genaue Frage in dem Fall. Welche Sterne die haben. Okay, da oben jetzt nicht. Auf der nächsten Etage, ja. Nachher nicht aufschieben einfach. Oh, dort hat es noch eine Katzenpeach gehabt. Wenn du den weiten Weg ins Seeland reist, wäre es angebracht, schwimmtechnisch gekleidet zu sein. Um zum Ausstellungsraum durchgelassen zu werden, musst du wie ein Schwimmer gekleidet sein. Reisender, du bist überhaupt nicht für Schwimmen gekleidet. Sehr schade. Okay. Du? Hier wurde also bisher das Kleid ausgestellt. Aha, jetzt sind wir da. Wir hatten ja einst ein herrliches Schnicksenkleid im Schaufenster. Aber dann hat dieses böse Ungeheuer es gestohlen. Er hat den größten Schatz unseres Landes einfach geklaut. Ja, böse Mensch. Böse. Und dann ist nochmal eine Etage. Ein Laden schauen wir uns auch später mal an. Leute, jetzt zuerst mal den Motor da. Die Etage von da aus hier, wenn wir die irgendwie. Theoretisch ja, hä?
merkst doch den Schacht aufs Dach. Okay. Sicher noch ein paar Münzen da, die ich nicht gesehen habe, oder? Nicht. Ja, okay. In dem Fall hat er jetzt eine Münze gehabt. Jetzt müsst ihr quasi einen vereinfachten Weg freigeschalten, oder? Sind da richtig? Vom Wasser aus. Theoretisch ja. Oh, da jetzt nochmal ein Reißverschluss. Ah, ich habe gerade Stufen runter, haha. Jetzt kann ich da theoretisch noch da hinauf. Jetzt dort noch etwas. Keine Ahnung, hä? Aber wenn wir es schon könnten, schauen wir uns das auch noch an. Wirklich etwas Schlaues jetzt glaube ich da nicht. Dann holen wir halt einfach noch ein Münzchen da rein. Oh, dort jetzt ein Loch, keine Wand. Jetzt haben wir so Türen. Doch da noch hier. Wo wir schon da sind. Oh. Ich glaube, das ist eine Welt, die mir nicht gefallen wird. Gut, bevor wir da mehr Blamier machen, dann machen wir ein anderes Mal. Aber wir machen darum noch, irgendwann mal, wenn ich dran denke. Machen wir da mal noch den Fight und dann schauen wir weiter, oder? Hoffe ich, dass der mit 3 Leben schafft und dass wir da nicht auch nochmal blamieren. Wahaha, da bist du zu spät. Wir haben uns das Schnicksenkleid schon unter den Nagel gerissen. Es passt sogar zum Frack vom Chef. Du willst es zurück, schminkst dir ab. Das behalten wir. Ich weiß nicht mehr, wie das Muster da war von dem. Aha. Okay. Das ist nicht so schwierig, sie, hä? Na gut, das ist jetzt nicht so gut gewesen, hä? So, einmal haben wir uns hier treffen lassen. Da haben wir uns ein bisschen besser angestellt als das andere, was wir ausprobiert haben.
ich glaube gar nicht mal so wenig gemacht. Seeland, würde ich mal meinen. Ich sorge mich um meine Schwester und Peach. Wir müssen schnell hinterher. Ja, okay, da ist die Stege wieder rum. Da sonst ist ein bisschen mehr rum da. Der Tat ist auch da. Ja, aber ich würde sagen, wir schauen uns die nächste Welt an. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Wir können jetzt ins Fastland reisen. Vielleicht ist Bowser ja dort. Das Optionale ist einfach ein Auslesen, welches das zuerst willst, aber der Reihe nach musst du ja eins von beidem, aber kannst einfach auslesen, welches das zuerst willst in dem Fall. Okay, dann schauen wir uns doch das Fastland mal noch an. Vielleicht hat ja der Cappy wieder ja etwas Schlaues zum Erzählen auf dem Weg dorthin. Wer kommt denn auf die glorreiche Idee, eine Hochzeit mit einem gestohlenen Kleid zu feiern? Wie geschmacklos! Lass uns diesem Scheusal ein paar Manieren beibringen. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipps, Drehwurf. Wenn du von Gegnern umzingelt bist und sie gerne alle gleichzeitig ausschalten würdest, dann tue Folgendes. Bewege den Pro-Controller ruckartig seitwärts, um einen Drehwurf auszuführen. Deine Kopfbedeckung rotiert dann um dich herum. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Unser nächstes Ziel ist das Fastland. Da soll's ein riesen Gewächshaus voller Blumen geben. Allerdings gibt es dort ein berühmtes Blumenarrangement. Nett. Also tut er sich noch Blumen zusammen klauen für die Hochzeit auch noch. Robohain, Forstland. Fahrt zum Himmelsgarten. Okay. Warte mal, hörst du das? Nein, ich höre eigentlich nichts. Ich sehe da hinten die Alpen und ein paar Bäume und dort vorne irgendwelche Roboter, die sich im Kreis drüllen. Aber ich würde sagen, wir gehen hier in der nächsten Folge ein bisschen weiter. Somit vielen Dank, sind ihr dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal und man hört sich.